klinkt de woord slaan nog op, dat duizend wegen sturen maar kop. Kunt de stuur staat gevloed, al biertjes zieren al davon. Opsprang de man auf Frauenkant, am Mächte stromde durch ganz Land. Klinge woord slaan nog op, dat tweeën stuur maar kop. Opsprang de man auf Frauenkant, am Mächte stromde durch ganz Land. Hier freiheit sie mir Heideburg, ja Freiheit tu mir drei geschwur. Sie mir auch klein, dat wölde Zoll, mir mieste Sklaveketten drohen. Mir will frei sind durch am durch, heil an unsere Götze durch. Wir Freiheit sind mir Heigeburt, doch Freiheit tu mir drei geschwur. Wir wollen frei sein durch und durch an unserem Lützeburg. Wir wollen Fried auf Freundschaft tun, mit allen, die das richtig tun. Wie viele Frieden an der Welt, der Freiheit fuhrenden Helle den schenken wir uns Dankpaket, solange Lützeburg besteht. Wir wollen Frieden und Freundschaft tun, mit allen, die das richtig tun. Den schenken wir uns Dankpaket, solange Lützeburg besteht. Wir Freiheit sind mir Heideburg, da Freiheit mir drei geschwur. Sie mir auch klein, da wölde Zoll, mir mieste Sklaveketten drohen. Wir wollen frei sind durch und durch, heil an unserem Lützeburg. Wir Freiheit sind mir Heideburg, da Freiheit mir drei geschwur.
Meine Damen und Herren, da gebe ich bitte vielleicht die Aufmerksamkeit ganz kurz heiner zu richten. Herr Ehren Chamberpräsident, wird Membre aus dem Chefen an Gemengerot, Vertreter von den Resistenzorganisationen, auch Lede Force an LPPD, wird Repräsentant von den Gewerkschaften, die Damen und Herren vom Syndikatinitiative an der Schöfflinger Vereiner, Leif Mottbierger alle Goren an wird Ehregäste, besonders begrüßen ich den Herr Frank Schröder, den Direktor vom Musée National de la Résistance et des Droits Humains, den Herr nur auch noch ein paar Worte zu uns wird schwätzen. Ja, 1944 hat der schreckliche Krieg Europa eigentlich die ganze Welt am Griff. Für bald 80 Jahre lag das Land an Teile von Europa Boden. Großteile von Europa und auch von Lützeburg wurden zerstört durch einen brutalen Krieg, den die Ursache war. Und heute, im Jahr 2023, Terror, schreckliche Bilder, unter anderem aus der Ukraine, aus Israel und auf vielen anderen 30, 50 Plätzen durch die Welt kriegen gewesen. Schreckliche Bilder mit Tod und Elend, Zerstörung von Gebäuden, Infrastrukturen, die weisen uns, dass es eigentlich immer noch Kräfte gibt, die Integrität, die Dignität, die Neutralität und Freiheit von einem Land, von einem Volk, von Leuten, durch brutal und unmenschlich Vorgehensweisen mit Face trippeln. Kanner, Mammen und Pappen, sie betraf. Am Nahen Osten als ein beispiellose Spiral von der Eskalation umlaufen, umdrehen. Kein weiß, was sich da nach alles entwickelt. Eine Humanitärkatastrophe als mehr wie je vorprogrammiert. Ob an der Ukraine, an Israel am Gazastreifen oder sonst, wo eben militärischen Terror zuschlägt, am brutalst agiert. Die Damen und Herren, das dunkle Kapitel von unserer Geschichte mit dem Tod von unzähligen Menschen, von unschuldigen Menschen, wiederholt sich leider immer nicht obeneits. Mit Deportation, mit Zerstörung, mit Flüchtlingswellen, mit Umsiedlung, mit der Verletzung von Menschenrechten, mit der Hilfe von noch fleißigen oder eifrigen Kollaborateuren. Ja, die Frieden und Freiheit, der Respekt von den Menschenrechten, es bleibt keine Selbstverständlichkeit. Und dafür brauchen wir auch weiterhin eng oder mehr Journée Nationale de la Commémoration, weil die Erinnerung sich zurückbesinnen, mit Respekt und Anerkennung denen zu gedenken, die sich für uns Freiheit, für unseren Frieden, für Gerechtigkeit und Solidarität engagiert, angesagt und gestorben sind, es bleibt ein noblen und essentiellen Moment an unserem Zusammenleben. Das Fenster von der Erinnerung, die bleibt eigentlich immer ab. Wir gucken nicht alltag durch, wir machen es aber auch nie so. Und dafür ist es wichtig, dass man so dich wie die von heute tun. Das ist auch Bereitschaft für Memoir und all die Leute wirklich zu halten. Und hier vom Chef der Gemengerot, so nicht auf jeden Fall merci für Ihre Präsenz auf diesem Tag. Das ist eine Präsenz von Solidarität, von Mitgefühl sicher auch, aber auch von Merci und von einem Never Again, von einem nie mehr, wie einzelne Leute das nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Stopp von dem ausgedrückt haben. Die Damen und Herren, den 10. Oktober 1941 wurde die Lützeburg ja bekanntlich dem sogenannten Personenbestandsaufnahme ihrem Willen Ausdruck geben und unabhängig, frei und friedlich als eigenständige Nation eine Kommunität zu bestehen, sich zu organisieren und zu developieren. Dafür ist den Tag von heute immer rundherum den 10. Oktober organisiert. Das kann dann heute mal der 7. sein, das kann heute mal den 13. sein, das soll aber an den Tag eigentlich irgendwo auch erinnern. Dem demolischen Aggressor, der preußischen Nazien, wurde das alles natürlich in der an als Population hat mit Unterdrückung und Terror als in gruseligsten Formen das zu spüren gekriegt. Nur am 30. August 1942 goufen zusätzlich Junge vom Land an dem Feind seine Armee gezwungen. Aber auch da kam es ja zum Streik, zum Abstand, und eine starke, richtig spacewillige Reaktion hat nicht lange auf sich warten gelassen. Verhaftung, Deportation nach KZ, Exekution, Umsiedlung, das alles wird Spuren hinterlassen. Der Weg zurück an Freiheit, an den Frieden, war lange Weg.
EW allerdings gesteipt von Resistenzmovementer, von vielen Freiwilligen an Zivilisten, die die Hoffnung nie abgehen hun. EW, den Ende leider viel zu viel Menschenleben aber auch kastet wird. Weil was steht im Spiel? Die wir leben als Nation und die Libertät von der Population. Haut götzig und all des Helden, Männer und Frauen erinnert und dadurch zu Recht. Ich will aber gleichermaßen nicht unerwähnt lassen, dass mit den Kriegen aus der Welt, mit den Aktivitäten rund um den Ukraine-Krieg und dem Terror am Nahen Osten, mit dem brutalen Viergehen gegen Israel, eine zusätzliche Signifikation gekriegt wird, den Tag von heute. Wohlwissend, aber dass all Krieg seine eigenen Gesetze, seine speziell Grausamkeiten, seine niederträchtigen und Hypokrit-Spezifitäten kennt und noch dadurch ausgezeichnet ist. Aber das sicher, die Schicksale und Situationen von den Leuten an Not, vom Elend und von Misere gleichen sich auf dieselbe brutal Manier. Als Mordgefühl, als Such an als Herzen sind bei diesen Leuten, die den Tod von den Familienmembern verkraften und verschaffen müssen. All Krieg als ein Verbrechen und der Menschheit. Und das ist nicht mehr normal, dass das Thema Frieden, der Wunsch nach Frieden, nicht mehr präsent ist wie sonst. Denn John F. Kennedy hat vor Jahren gesagt, mankind must put an end to war before war put an end to mankind. Also die Menschheit muss den Krieg stoppen, weil sonst wird der Krieg die Menschheit in einsetzen. Gewalt, egal wie den Urheber ist oder wer den Auslöser ist, alle Formen von Gewalt sind und bleiben zu kondamnieren. Nehmen eine Gesellschaft, die am Frieden lebt, die auf Demokratie und Menschenrechte baut, lebt man den am Frieden, weil es sind Fundamente von einer menschorientierten Kommunität. Es lohnt sich immer nicht, sich dafür stark zu machen. Und als Gesellschaft dürfen wir nicht vergessen, das heißt Pflicht und das ist eine Necessität, dass wir denken und dafür an die Lektionen aus dem Krieg hochschalen und an die nächsten Generationen weiter vermitteln. Heute, Damen und Herren, im Nationalen Gedenktag, den wir 1946 aufhalten, wollen wir an die 4400 Lützeburger Opfer denken, die den Ehrentitel Mort pour la Patrie drohen. Wir wollen all die nicht vergessen, die an irgendeiner anderen Form Opfer von dem inhumanen Nazi-Politik waren. Als Bomen und Buben, als Pappen und Mammen, als Monin und Taten und viel andere. Sie haben ihr Leben gegeben, sie haben ihr Leben noch verloren, für das wir auf Freiheit, auf Frieden und am Wohlstand leben. Ihr Wohlstand gesteigt durch viel Aktion der Solidarität und auch durch viel sozialpolitische Parameter. Lebt am Matgefühl sind Basis für den Weltfrieden. Dazu rezent eine israelische Journalistin, deutsche Fernsehen, aber leider hat sie gesagt, sind das zwei Gefehler am Zusammenleben zwischen uns verschiedenen Religionen und Kulturen nicht mehr präsent. Ein starker Satz, ein starker Aussage. Es gehen leider 5 große Opponenten, 5 große Feinde, die uns davon auffallen und die immer gegen den Frieden agieren. Das hat der italienische Philosoph Francesco Petrarca gesagt und hat davon geschwärzt, dass die Naivität, die Ambition oder falsche Ambitionen, die Jalousie, die Troserei und auch der Stolz und die Verherrlichkeit sollen sein, an der Rede jeder Einzelnen des Feinden aus seinem Denken zu verschonen. Entschuldigt, dass ich das kleine philosophischer und vielleicht auch melancholischer Approach mit an die kleine Reflexion herabgestellt. Mir schon dieser Dich, mich auch an die Erzählungen von meiner Boom erinnert an noch an Gespräche, die ich mit der Boom von meiner Frau hatte, die alle beide heftige Schicksale am Krieg erlebt haben. Die Leute verstoppt haben, die ihr Kinder verloren haben, die aber immer nicht voller Hoffnung das Gut am Mensch gelebt haben, an mir op hier einer Weise verstohe gehen, dass eigentlich all Einzelnen responsabel ist, für Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit dafür auch anzutreten. Die Damen und Herren, für über 80 Jahre haben sich, wie gesagt, als Großeltern, als Buben und Buben und teilweise als Eltern noch mit diesem widerlichen Schicksal beschäftigt. Egal wie in Gewalt, Terror oder auch Unterdrückung oder Ausgrenzung vis-à-vis von einem anderen ausübt oder zulässt, was einfach am Unrecht. All Form von Gewalt,
trifft nämlich an erster Platz immer unschuldig Menschen. Zivilisten, Kanner, Mamme, Pappen, während Kriegsherzer und Befehlshaber, Diktatoren und Waffenproduzenten und Händler riesig Gewinner erstechen. Viele von diesen schiefen Gesellen betreiben zusätzlich oder auch absichtlich Hetz- und Propagandapolitik, ganz oft scheinheilig Cisanie, so dass den verschiedenen Gruppen oft nicht ähnlich übrig bleibt, wie eben zu den Waffen zu greifen. Den anderen Herren, ich will mir nicht ummussen, die schreckliche Situationen von früher mit denen von Haut bei ihnen zu bringen und noch mit ihnen zu vergleichen. Denn davon Haut als ohne Zweifel eine Journée de Commémoration und das, was die zwei Weltkrieger mit Lützeburg gemäht haben. Wir wollen das Schicksal von vielen erinnern. Eine Ehrung und die Mitbürger, die für Freiheit und Frieden gekämpft und gestritten haben. Ein Erinnerungstag an Leute, die das Leben verloren haben. Ein Tag, den keiner Hinsicht seine Wichtigkeit, seine Bedeutung und seine Symbolik verloren hat, wohl wissend, dass Demokratie auf der Welt leider nicht überall der Normalfall ist. Auf der anderen Seite oder am Gegenteil, die gegenwärtig zutiefst brutal am Menschen verursachten Evenemente am Nahen Osten, an der Ukraine, an verschiedenen afrikanischen Gegenden, natürlich auch an anderen Regionen auf dieser Welt, die immer nächst oder immer näherem mit Unterdrückung, mit Gewalt und Terror gegen die Minoritäten, Ernstdenkenden oder andere Religionen, Gläubigen, Relationen stehen, verdeutlichen uns die große Plus-Value vom Frieden, von Freiheit an der Demokratie, die an unserem Land, an vielen anderen europäischen und westlichen Ländern tief verankert sind. Egal, das ist ein Aufruf, egal welche religiöse oder politische Richtung uns begleitet oder uns positiv gesinnt ist. Das heißt Aufgabe als Demokraten, wie wir hier bannen, alle gut zusammen stehen oder sitzen, sich immer nächst für das weiter zu engagieren und noch zu begeistern. In diesem Sinn denke wir heute die Leute aus der früheren Generationen, die an den unglücklichen Kriegszeiten gelebt haben, ihr Leben verloren haben, weil sie für Frieden und Freiheit Recht stungen. Wir denken gleichermaßen aber an die vielen Leute auf der Flucht und die notleidend an den Kriegsgebieten aus der Welt, an dem wir während einer Gedenkminute hinnen still gedenken. Die Damen und Herren, so nicht merci. Ich will aber an die Merci anschließen, unseren Gesang, in der Direktion von der Madame Militil Vinandi. Ich will unserem Trompetist alle nach ein Merci so viel durchspielen von der Sonnerie. Ich will aber unserem Herrn Pastor Merci so die 4. Sonntag ein Gedenkmaß am Kader von der Journée Nationale de Commémoration aufgehalten hat. Den Tag von heute, ich will mich nicht wiederholen, in der von der Besinnung, aber auch von der Erinnerung, das ist ein Moment, wo Bürger, wo Leute wie dir sich dafür einsetzen, dass nicht vergessen soll gehen, die dafür sorgen, dass die Erinnerung gepflegt wird an die gleichzeitigen Zeichen für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit machen. So nicht merci für das starke Zeichen. Herr Bürgermeister, nur der stark geriert, werde ich probieren, ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen, ein paar persönliche Evaluierungen, freie Evaluierungen zu machen, par rapport zu den Begriffen Erinnerung, Memoire und Commemoration. Erinnerung ist etwas, was Schiedfrieden hat. Erinnerung auf vergangene Zeiten und Evenementen, die markiert tun, positive Evenementen, es war den noch recht huet, Geburt von den Kanner, eine Relation, die ihn ergangen hat. Es gibt ganz viele Sachen, und die ihn denkt, an die einem am Kopf bleiben. Verschiedene von denen Erinnerungen verschwannen relativ sehr, an andere prägen sich an als Cap an, und bleiben für den Rest von unserem Leben bestehen. Auf der einen Seite gibt es die positiven Erinnerungen, auf der anderen Seite gehen doch die negativ, die schmerzhaften Erinnerungen. Verlust, klar, etwas, was wehgeht, wo lang damit kämpfen muss. Das können aber auch andere Sachen sein. Das können Rückschläge sein auf einem persönlichen, auf einem beruflichen Niveau. Das kann natürlich auch ein Accident sein. Und das
Und das ist klar auch der Fall am Fall von einem Krieg oder von Gewalt, die ihn erlebt. Erinnerung als etwas, was man eigentlich schon die Leute für die mehr präsent ist wie für andere, das, was in der Vergangenheit geschieht ist, mir schmeckt, dass kein von uns, die nicht mit Erinnerungen sich befasst. Auf der einen Seite gibt es Erinnerungen, die just uns selber oder eine kleine Kreis, Familie betreffen. Auf der anderen Seite gibt es auch Erinnerungen und Evenementen, die eine historische Dimension haben. Das können sowohl Katastrophen sein, Naturkatastrophen, eine Überschwemmung, ein Erdbeben, was auch immer. Das ist ganz sicher auch die Erinnerung an Gewalt an den Krieg und eine Diktatur und Situationen, wo man seine Freiheit verliert. Auf der einen Seite wird in seine persönliche Erinnerungen etwas, und auf der anderen Seite gibt es auch eine Kollektiverinnerung. Aus graven historischen Evenementen entsteht ein Kollektivmemoir. Da erinnert ihn sich einerseits an das, was den erlebt hat, mir da erinnert ihn sich auch an das, was eigentlich die ganze Gemeinschaft, eine Gruppe, eine Communität, ein Gegend, ein Land oder sogar ganz Europa mitgemacht hat. Die Memoir und so Evenementen als etwas, was am Anfang ganz stark ist, mir wird wie viele andere Memoiren aber am Laufe der Zeit sich aufschwächt. Das ist normal. Die erste Generation, die etwas mitgemacht hat, hat es am Kopf. Die zweite Generation, die dritte Generation, viel Männer. Das ist klar, dass heute, bei 80 Jahren am Ende vom Zweiten Weltkrieg, Junker von heute einen anderen Approach zu der Memoir haben, wie die es direkt miterlebt haben oder wie die, wo daheim bei den Eltern, an der Familie erzählt gekriegt wird, also als indirekten Thema trotzdem danach erlebt wird oder mitgekriegt wird. Memoir ist etwas, was am Anfang vom selben entsteht, was noch aber muss verniert gehen. Direkt nach dem Ende vom Zweiten Weltkrieg haben Assoziationen sich gegründet, die Memoir gepflegt haben. Das ist klar, man zwei große Gruppen, auf der einen Seite die Resistenzler, die politischen Prisonniere, und auf der anderen Seite auch alle die Forsten, die Landschaft von der Memoir zu Lützeburg über lange Jahrzehnte ganz stark geprägt haben. Sie haben eine wichtige Arbeit gemacht, wenn es der mal eigentlich auch Haut nach Hause sind. Die Kommemorationstag von Haut, und daneben gibt es noch eine ganze Reihe anderer Zeremonien, die sich über den Lauf vom Jahr auf viele Plätze am Land ereignen, als ein direktes Resultat von der Oberbestung, die einerseits die es mitgemacht haben, und dann eben hier Kinder, hier Enkelkinder oder andere eben weitergefordert haben. Nee, so eine Memoir muss ich pflegen. Und dafür gibt es eine Reihe Möglichkeiten. Eng davon ist, dass man, und das ist die Aufgabe, die unter anderem, aber nicht nur das Resistenzmuseum möchte, dass man historisch abschaffen, auch heute noch, was die Zeit geschieht ist. Das Wissen und die Vermittlung vom Wissen ist ein wichtiger Punkt, den man müssen haben, für können und auch zukünftige Generationen an die Leute, die ihre Origine nicht hier am Land tun, weiterzugehen. Ohne Wissen, ohne Abschaffung von dem, was geschieht ist, kommen wir nicht weiter. Das ist ein Aspekt, das ist nicht den einzigen. Froh, wie man da muss weitermachen, stellt sich. Die Leute, die gestorben sind am Zweiten Weltkrieg, die Leute, die gelitten haben, die Opfer sind, und die muss man weiter denken, und wir müssen die Memoir weitergehen.
Me wie schon fir du gesot, durch den Zeitaufstand, den immer mi groß gëtt, muss man als do awer als mat der aussetzen a probéieren wie ze fanne, wie man dat kënne mechen. Dat wat an de lächten 10 Joer geschiet ass, dats ma eigentlege Bewusstsein krit hunn, dat sech erweitert huet, dodurcher, dats ma och Kommunitéiten, die an den nächsten Jahrzehnten vergies oder ob man's nicht so an den Vordergrund gestaltet gesehen, die aber auch Opfer wären, dass man dort drunter weiter geschafft haben. Ich denke, da eine andere und jüdische Kommunität, wo aber über 1300 Leute, die heute zu Lützeburg gelebt haben, Opfer gesehen von dem Holocaust, Opfer gesehen von einer absolut verreckter Rassenideologie von den Nationalsozialisten. An den letzten 10 Jahren hat sich viel gemacht, sind historisch Oberbestungen, sind Ausstellungen entstanden, dass ein Monument an der Stadt abgerichtet ging, dass das Parlament und die Regierung haben sich entschuldigt bei der jüdischen Kommunität, nicht für die Responsabilität und der Sache, aber trotzdem für eine Kollaboration. Und ich sitze da zwischen ganze physischer Welt eigentlich war der Schwur, den die Lützeburger Autoritäten Anfang 1940 hat, nicht ganz groß. Trotzdem, das alles wird an den letzten Jahren dazu beigetragen, dass die Memoire sich erweitert. Als Resistenzmusee ist es uns wichtig, dass auch die Kategorie Leute und die eben Männer gedurcht gehen, dass die auch in Zukunft Möglichkeit kriegen, für hier Memoire und dem Christo können abgeschafft zu kriegen und auch für das zu vermitteln. Es sind nämlich noch immer Kategorien von Leuten, und die nicht wirklich gedurcht geht, auch weil das Wissen nicht da ist. Und als Historiker und auch der Jérôme Courtois, dem ich merci so und dafür, für die Arbeit, die du möchtest, sind im Moment am Gang, Kategorien von Opfern zu schaffen, die in anderem Homosexueller sind. Du lebst seit ein paar Jahren und zusammen habe ich mit Rosa Lützeburg eine Zeremonie zuerst für ein Museum, aber auch andere Gruppen wie Cynthia Romer, wie Zeugen Jehovas, wie Leute mit Handicap, wie Leute mit schwarzer Hautfarbe, viele nehmen die zu nennen, die Opfer gesehen und die bislang eben unter dem Radar gelaufen sind. Das ist klar, dass die Kleingruppen und dadurch, dass wir darüber schaffen, will das nicht heißen, dass wir die 2 Großgruppen oder die 3 Großgruppen negligieren. Mir ist das wichtig, dass wir alle guten Leute an die Memoire abziehen, die gelitten haben. Das Undenken und all die, die sich gewehrt haben, und all die, die Opfer sind, ohne dass sie etwas verschuldet haben, ohne dass sie etwas gemacht haben, ist wichtig. Und lass mal für uns aufzuschließen 2 Bemerkungen nach. Auf der einen Seite stelle ich fest, wenn ihr guckt an den Saal, dass der Durchschnittsalter bei allem Respekt nicht ganz niedrig ist. Ich merke, es sind ein paar da, die an die 30 sind. Das ist eine von den Fragen, über die wir in Zukunft müssen zusammen nachdenken. Und zwar alle gut. Memoire ist nicht, was sich beschränkt auf die Leute, die wissen, was geschieht ist. Memoire ist nicht, was sich beschränkt auf die Familien, die eine tragische Familiengeschichte haben. Memoire muss etwas sein, was jeder Verein für sich kann nutzen. Kollektiv Memoire, Kollektivgedächtnis von unserer Gesellschaft muss man weitergehen in einer Generation. Aber wenn ihr dann dabei bedenkt, dass 50% von den Leuten, die heute zu Lützeburg leben, keine Lützeburger Nationalität haben, und wie du gestern oder vorgestern zu lesen war, 50% von den Leuten, die zu Lützeburg leben, nicht zu Lützeburg geboren sind, dann muss ihnen sich
frohe Stelle, wie man an Zukunft die Kollektivmemoire do weiter vermitteln. Eng Antwort darauf habe ich leider nicht. Aber ich denke, dass es aber der Wert ist, dass wir auch darüber schwätzen. An dieser Gesellschaft sind inzwischen viele Leute, die von anderen Plätzen kommen, wo auch furchtbare Sachen geschieht sind. Ob das Leute sind, die in Portugal an der Diktatur waren und da verfolgt sind, ob das Leute sind, die Griechen an Ex-Jugoslawien mitgemacht haben, ob das Leute sind, die aus Syrien oder von anderen Plätzen aus der Ukraine rezent kommen. All die Leute haben auch eine Memoire. Das ist eine andere Memoire, wie die mehr haben, mit froh, die sich eben stellt, dass wie können wir das abziehen, und wie können wir aus dem Kommemorationstag, den wir heute tun, an die wichtig ist, und für den wir stehen, und für den wir schaffen, wie können wir daraus einen Tag machen, den nicht nur lützeburgische Familien mit lützeburgischen Originen betrifft und konzerniert, aber auch die anderen. Ich weiß, dass das schwierige Fragen sind, aber wie gesagt, die Antwort fehlt, aber ich meine Bewusstsein, dass das muss gemerkt werden als wichtig. Und dann trotzdem für aufzuschließen, dann denke ich, ob die Situation vom Zweiten Weltkrieg zu Lützeburg zurückzukommen, als Musee, und das passiert auch am Enseignement, aber bei anderen Assoziationen, an Institutionen, probieren wir, das Wissen über den Zweiten Weltkrieg und die Memoire über den Zweiten Weltkrieg auch eben den Leuten zugänglich zu machen, die nicht Lützeburgische Originen haben. Und aus der Erfahrung von den letzten Jahren meine ich trotzdem können zu sagen, dass das funktioniert. Wenn ich gesehen, wie von Anfang an, ich bin 16 Jahre am Museum zuerst, wie von Anfang an einen relativ großen Teil von der portugiesischsprachigen Kommunität an den Museum kennt, wenn ich gesehen, wie man an denen Situationen, wo man Gruppe von Flüchtlingen am Museum empfangen haben, an ihnen als Geschichte erklärt haben, und gemerkt haben, dass die das natürlich nicht wussten, dass die keine Ahnung hatten, dass auch hier ein Krieg war, dass auch hier die Grausamkeiten passiert sind, die sie auf anderen Plätzen erlebt haben, dass das ein Element ist, das auch für die Integration von diesen Leuten ganz sinnvoll ist. Voilà, ich sage merci. Ich gebe mich dem Merci den Applaus, den ich gerne anschließen und ich für Evaluierungen am Zusammenhang mit einer Journée Commémoration Nationale Lützeburg zusammen mit dieser Bevölkerung, die Naturkurheit zu Lützeburg gefunden in Verbindung zu setzen, fand ich ganz interessant und ich denke, dass mehr wie eine Reflexion wert. Die hat gesagt, es sind sicherlich ganz delikat und noch schwierige Fragen, aber schon an meinem langen Leben, was noch nicht so lang ist, mir ist noch nicht in Adresse mehr, festgestellt, dass es auf alle Fragen eigentlich immer eine Antwort gibt. Heinz, du musst lang sichern, Heinz, du musst mit vielen Partnern die Diskussionen führen, dass sie das kann machen. Und ich meine, wir sind heute Schöfflinger bestens abgestellt. Das wirst du ja als Schöfflinger Bierger, die in der Zentrum in gewisser Zeit sieht ja auch, dass man auch versichern, und der Memoir nicht einfach haften zu bleiben, die man hat, sondern dass man das Spektrum von dem, was da gilt, zu hinterfragen, zu wissen, dass man das weitertreiben an nicht mehr spät wie moi, haben wir ja auch mit diesem Historiker, wenn ich ihn so darf nennen, dem Jérôme Courtois, einen kleinen Fausttour heute durch Schöffling, 1,5 Stunden dauert, und ich mache eine reine Reklam. Wir haben 6 bis 10 Leute sich angemeldet, wir gehen mit einem Depart bei der Gemeinde, und dann eine ganze Reihe von Plätzen, wo historische Momente, die mit der Kriegszeit von Schöffling und mit Leuten von Schöffling zu tun hatten, uns dann angucken und treffen uns dann gegen 1,5 Stunden spät, sozusagen als Aufschluss an der Schöfflinger Kirche. Für du dann auch nach Renke zu gucken, okay, was für Momente von der Erinnerungen leiden an der Schöfflinger Kirche an. Ich weiß just eigentlich immer im Umfeld, dass das Fenster, wenn ich zu dir rausgeht, die vieles erinnert, was man am Krieg zu dienen hat. Voilà, die Damen und Herren, merci Renke für Ihre Aufmerksamkeit. Merci auch, dass ihr euch einfach
die 40-50 Minuten oder vielleicht auch méi geholl hut fir gedëllech denen zwee Leute not ze lausren schmengen net wie runnner gesot, die si dobei gewircht fir eben Memo heich zu halen a fir Erinnerungen net einfach wäsch zu drecke mé fir du fir ze segen, dats wie den Herr Schredert gesot huet et immer nees wichtig ass dats in se Momenter vun der Kommemoration huet an dann och sech bewusst gëtt, dat se net do soll stoe bleiwe, mit dat se muss vir goen. Schön den Artikel vom Jean-Claude Juncker nach am Kap, wo gesot huet, ja, die Generation von der geschwert huet, die kennt eigentlich nicht ernst, dass wie friedlich Europa sie als lo bis nach feiert gehen, wo an der Ukraine Krieg lastgegangen ist, der Krieg, den auch schon an Ex-Jugoslawien lastgegangen ist, wird eine ganz Reihe von anderen Generationen betroffen. Wir müssen darunter schaffen und wir werden nicht als Schöfflinge Gemeng machen. So, an dem Sinn, los erste Part, den du gut machen.